Every day is a love poem, and every night a sweet lullaby. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you never be alone. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Baby, I'm right here. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give love to your body. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right Mit auf den Weg gehen, aus meiner Sicht als wichtig erscheint. Für Eheschließung bedeutet nämlich, dass sie zusammen eine eheliche Gemeinschaft bilden und dass sie wichtige Entscheidungen gemeinsam durchführen. Natürlich gibt es noch ganz viel mehr. Wenn sie wollen, dürfen sie sich auch zueinander abdrehen, so wie es für sie stimmt. Vielleicht auch als Zeichen, dass sie Verbundenheit handreichen. Und dann ist es so, dass im vorschriftsgemäß in die Anwesenheit von beiden Trauzeugen ihnen einzelne Fragen stellen und ich bitte sie, mir eine klare und bestimmte Antwort zu geben. Anwender, Frau, ich richte die Frage an Sie. Möchten Sie die Ehe mit dem Mädchen im Ausland eingehen? Ja, Mädchen im Ausland, ich richte die Frage an Sie. Möchten Sie die Ehe mit der Abenita David eingehen? Ja, ich will. Da Sie beide zusammen meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Ihre Ehe durch Ihre gegenseitige Zustimmung als geschlossen. Das dürfen wir
wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Nehmen Sie sich nur als Geschenk und nicht als Besitz. Weil die Liebe ist ja bekannt, dass wir das nicht und sagen Sie sich verdoppeln, wenn wir es zusammenstellen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Dürfen Sie sich gerne eine Stelle absetzen? Bevor Sie jetzt Ihr Ja mit der Unterschrift bestätigen können, müssen die Personalien vorgelesen werden. Wäre es nicht, ob das allenfalls etwas von der beiden Frauenzüge machen oder etwas Also, die Eheschliessung hat stattgefunden heute am 24.04.2024 in Luzern. Ehefrau ist Frau Arslan, geborene Davut. Das heisst nicht, ob ich den Vornamen richtig ausgesprochen habe. Avinta. Das ist richtig. Geboren sind sie am 26.06.2001 in Muri, Kanton Aargau. Bürgerrecht hat sie von Bruck, Kanton Aargau, und der Wohnort ist in Goyensee, Luzern. Ist das korrekt? Genau. Perfekt. Und dann haben wir den Ehemann. Der Ehemann ist Herr Arslan, geborene Arslan Metin. Er ist geboren am 7.7.1988 in der Türkei. Jetzt müssen wir helfen. Perfekt, dann bin ich. Die Staatsangehörigkeit haben sie von der Türkei und der Wohnort ist wie die Ehefrau ebenfalls in Goyensee. Wenn das so korrekt ist, dürfen Sie mir das Einzelfoto unterschreiben. Es würde mit dem Herrn Arslan anfangen. Jetzt mir rechts auf der obersten Linie die Unterschrift geben. Ziehen. Perfekt. Dann geht es gerade weiter mit Ihrer Ehefrau, Frau Arslan. Sie dürfen auf der nächsten Linie und wichtig ist mit dem neuen Namen. Ja, genau. Perfekt. Dann geht es gerade weiter mit der Frauenziege. Perfekt. Und dann als nächstes wird noch der Trauzeuge kommen. Jetzt sind wir ein Foto machen mit kompletter Unterschrift. Und Beweis, schwarz auf weiß haben, dass Sie glücklich verheiratet sind, habe ich mit allen Familienausweis ausgestellt mit allen wichtigen Informationen zu Ihnen beiden und zum heutigen Tag. Den lege ich Ihnen gerne mal ins Kuvert. Und jetzt ist es so, dass das Kuvert, das überreiche ich Ihnen nicht direkt, sondern ich würde das Kuvert gerne bei den Trauzeugen überreichen. Sie sollen sich heutzutage darum kümmern und schauen, dass es zu Ihnen endlich auf Sie heimkommt. Also nicht wer von beiden wird die Aufgabe übernehmen. Was schon mal? Soll ich es Ihnen geben? Sie können sich aber vielleicht nachwechseln, der Tag ist schon hier. Das Rezept kennt ihr, ich würde es Ihnen so geben. Nur leider ist es halt nicht so einfach und das Rezept existiert so nicht. Ich bin mir aber sicher, dass Sie zwei zusammen die passenden Zutaten werden finden. Was ich Ihnen zum Schluss noch mit auf den Weg mitgebe, ist das Gedicht. Verheiratet sein ist eine Entdeckungsreise voller Überraschungen. Eine Reise. Lernen, offen miteinander zu reden, um herauszuhören, was der andere wirklich sagen will.
Man muss lernen, den anderen zu verstehen, ihn immer neu zu lieben, lernen, großzügig zu bitten und dankbar zu nehmen. Nur so wird die Ehe zu einem Kunstwerk. Mit diesen Worten verabschiede ich mich schon von Ihnen und entlasse Sie in den gewünschten Ehealltag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, Ihnen ein eigenes persönliches Kunstwerk aufzubauen und nur das Beste für Ihre gemeinsame Zukunft. Genießen Sie den Tag, treffen macht ja einigermaßen mit, feiern Sie schön und alles Gute. Ich komme Ihnen gerne persönlich gratulieren. Here
natürlich Liebesbrautpaar. Ich danke euch im Namen von der Emin und von Metin, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und zwar um das Fest von der Liebe und vom Leben zu feiern. Das grosse Glück von der Liebe ist, wenn du im Herz von einem anderen deine Ruhe findest. Viele sind auf der Suche nach dem. Viele finden es irgendwann, manche verlieren es, manche suchen ihr das ganze Leben lang. Hier, jetzt an diesem Tag, haben wir zwei wunderschöne Seelen, die sich gefunden haben und sich am heutigen Tag das Ja-Wort gegeben haben. Gibt es ein Rezept für eine gute Ehe und für die Liebe? Leider nein, gibt es nicht. Liebe heisst, zusammen die guten Zeiten und die schlechten Zeiten miteinander zu erleben, sich zu unterstützen, Geborgenheit und Beschütztheit, auch in einem Gefühl ausdrücken. Und das Gefühl muss auch dort sein, wenn der Partner mal nicht immer vor Ort ist. Es geht um die völlige Hingabe, sich entblößen und zu fallen, und zwar mit allen Ecken und Kanten, die jeder von uns hat. Es geht um Vertrauen und um Loyalität. Es geht darum, aus einem Haus ein Zuhause zu machen. Zwei Herzen werden eins und aus jung wird alt. Die Liebe ist die Sprache, die wir alle reden und verstehen. Und die Liebe ist das, was wir in diesem Leben noch alle suchen. Und auch hoffentlich eines Tages finden. Und jeder Weg ist die Reise wert. Nehmt das in die Ehe mit und vergesst auch nicht, wie alles angefangen hat. Denkt in Zukunft an die Liebe, wenn ihr auch mal Einsamkeit habt, wenn ihr Einsamkeiten habt, oder wenn ihr vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit habt, das kann ja sein, oder glücklich seid, dann ist es immer so, dass die Liebe euch ein Herz zusammengeführt hat. Und das ist der Grund, was wir hier jetzt und heute feiern. Es soll euch die Zukunft Schönes bringen und euch auch immer wieder die Möglichkeit geben, dass ihr gegenseitig euch ein Herz öffnen könnt. Mit der Möglichkeit, dass ihr eure Pläne mit Farbe ausmalen und auch in die Realität umsetzen. Das Rezept gibt es leider nicht, aber es gibt auch von mir noch einen kleinen Tipp für etwas mehr Erfolg in der Ehe. Der geht an Metin. Und zwar ist es ganz einfach, in der Regel 5 Worte. Und der ist: Ja, Schatz, du hast recht. Die Liebe hat im Leben, also die Liebe, für die Liebe gibt es in diesem Leben kein Ziel. Liebe und Leben, das ist auf dem Weg. Und auf diesem Weg wünschen wir euch alle hier nur das Beste. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.
Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver. Ladies and Gentlemen, hallo. Danke schön, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Das Buffet ist eröffnet. Tut mich bedienen. Dankeschön.
We dream